So gut. Hast du auch schon eine Situation erlebt, vielleicht erst gerade sogar kürzlich, wo du anders reagiert hast, als du eigentlich hättest wollen? Vielleicht geht es dir wie mir und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass du aktuell vielleicht ein bisschen dünnhäutiger bist als auch schon, vielleicht schneller genervt, vielleicht schneller irritiert. Mir geht es ein bisschen so. Und so die Momente, wo du wie merkst, Mann, da habe ich jetzt eigentlich anders reagieren, die zeigen uns mega gut auf, dass wir eben ein Teil sind von einer Welt, wo Zerbrochenheit, wo Versagen, wo Krankheit, wo Enttäuschungen und all das mit dazugehört und einfach ein Teil davon sind. Und das Tröstliche in dem Ganzen ist, hey, in genau diese Welt hinein ist auch Jesus gekommen. In die gleiche Welt, wo genauso von Zerbrochenheit geprägt ist. Und er ist in die Welt hineingekommen mit einer Nachricht und mit einer Behauptung. Und wir im Johannes 8,36 sehen, wo er sagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Also er sagt, bei ihm ist Freiheit zu finden. Freiheit von all dem Ballast und all den Einschränkungen und Sachen, die wir in dieser Welt, die da mit dazugehören. Und dieser Aussage möchten wir in dieser neuen Serie, und wo zu unserem Jahresthema gehört, mal nachgehen. Anschauen, wie sieht denn das aus? Was heisst es, ein freies, ein entfesseltes Leben durch Jesus zu leben? Wie sieht das aus? Es ist etwas, wo wir tief davon überzeugt sind, dass wir auch mitten in der Begrenztheit und in der Fehlerhaftigkeit von dem Leben, wo wir drin sind, so ein entfesseltes Leben leben können. Und mit entfesselt meinen wir da nicht einfach nur im Sinn von befreit von, dass wir da irgendwelche Ketten anhaben und uns da lossprengen müssen von denen und so entfesseln, oder so wie so ein Entfesselungskünstler, der Houdini ist da so ein Bekannter, sondern entfesselt steht auch für fruchtbringend, sinnerfüllend. Vielleicht auch im Sinn von aufblühend. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, so ein Tennisspieler, wenn er plötzlich so irgendwo im Kopf einen Switch macht und entfesselt aufspielt, dann klingt ihm jeder Schlag, tüpft jeder. Der Federer hat jahrelang so gespielt, oder? Im Moment vielleicht hat er es wieder mal nötig, sich so zu entfesseln, aber er hat auch ein paar andere Themen. Genau, aber das ist eigentlich das, was wir meinen mit entfesselt Leben. Der Hannes hat sie im Jahresvisionsgottesdienst so gesagt: Ein entfesseltes Leben ist ein in der Nachfolge Jesus entfesseltes Leben, ist ein versöhntes, fruchtbringendes und damit sinnerfülltes Leben im Heute. Also und somit steht das entfesselt auch für aufblühend. So wie wir es in unserer Vision haben, möchten Gott begegnen, sodass unsere Leben zum Aufblühen kommen und Frucht bringen. Und das ist ja das, was Johannes gemeint hat mit dem doppelten Ruf von Jesus. Ein Leben, das nicht nur selber aufblüht, sondern wo dann daraus auch Ströme von lebendigem Wasser ausgehen, die weiterfließen. Und das ist etwas, das fängt bei dir persönlich an. Weil dort, wo du erlebst, dass das Wasser vom Leben in dir ist, oder eben wo du Freiheit erlebst, das ist nachher etwas, ein Thema, ein Gebiet, wo du kannst anderen davon weitergeben kannst. Wo du kannst sagen, hey, du kämpfst mit dem und dem Thema, kenne ich einen Fall. Und ich habe erlebt, wie mich Jesus frei gemacht hat, oder wie ich frei werden von dieser Sache. Und dann ist das etwas, wo wir so können, wie lebendiges Wasser weitergeben an andere Menschen. Also das Ziel dieser Serie ist anzuschauen, wie so ein entfesseltes Leben aussehen kann. Und jeden Sonntag von dieser Serie hat das einen Titel, der heißt «Frei von», und dann kommt so ein Thema, das wir anschauen. Und vielleicht so ein paar Vorbemerkungen: Viele von diesen Themen, die hast du vielleicht schon mehrmals gehört in deinem Leben. Die sind vielleicht nicht niegelnagelneu für dich. Und vielleicht denkst du so beim ersten Moment so: ich bin schon im Freedom in Christ gewesen, das Thema habe ich für mich abgeschlossen oder ich habe das irgendwo in der Seelsorge oder sonst noch schon mal angeschaut. Aber wir möchten dich bitten, trotzdem mit dabei zu sein und dich darauf einzulassen, weil es sind Alltagsthemen, die wir miteinander anschauen. Es sind Themen, die zum Leben gehören und wo es in ganz vielen Bereichen nicht einfach so eine einmalige Entfesselung gibt, sondern wo es ein tägliches damit Leben ist, ein täglicher angewandter Glaube.
Also auch diese Serie ist nicht einfach ein 6-Schritte-Plan, wo wir jetzt so nach Sonntag für Sonntag etwas durchgehen und dann haben wir uns vor allem belastet befreit und sind entfesselt, sondern jedes einzelne Thema ist ein Thema, wo du vielleicht immer wieder damit konfrontiert wirst werden in deinem Leben. Und was wir lernen ist so ein Umgang damit, wie wir uns in unserem alltäglichen Leben immer wieder entfesseln können. Wir haben zu dieser Serie also einen Bibelleseplan, wo unser Wunsch wäre, dass wir jetzt, heute zusammen als Kirche starten können. Wir haben zum einen die Booklets, die einen von euch haben die vielleicht schon mitgenommen. Ihr findet die auch online auf gvc.ch/entfesselt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr das als PDF abladen, dann habt ihr es digital immer dabei auf eurem Handy. Oder noch besser, es gibt es auch in der Bible-App. Ihr könnt suchen nach «Entfesselt Leben» und dann findet ihr den Plan, könnt ihr dort abonnieren, könnt je nachdem sogar noch ein paar Freunde oder aus der Small Group Leute einladen und dann sogar miteinander lesen. Es hat für jeden Tag hat es so eine Bibelstelle, wo wir miteinander lesen. Das hat einen Gedanken dazu und ein Gebet, wo du dann für dich kannst mit in den Tag nehmen, um das zu vertiefen. Heute ist der erste Sonntag und das Thema ist frei von begangenen Fehlern. Also das heisst, Freiheit von Fehlern, die eben einfach ein Teil sind von unserem Leben, die dazugehören und die eben auf verschiedenste Art und Weise auch zu einer Unfreiheit in unserem Leben führen können, uns irgendwo auch fesseln, eben zurückhalten. Und vielleicht kann das Thema eben auf den ersten Blick ein bisschen falsch verstanden werden, so im Sinn von irgendwelche Fehler, die ich vor langer Zeit in meinem Leben gemacht habe. Aber uns geht es nicht um Sachen, die irgendwo weit zurück liegen, Fehler, die du irgendwann vor langer Zeit mal gemacht hast, die immer noch irgendwelche Konsequenzen haben und wo es jetzt endlich an der Zeit wäre, um mal aufzuräumen. Sondern es geht eben vielmehr so um die alltäglichen Fehler. Die Fehler, die in unserem Alltag tagtäglich passieren. Oder ich nehme es jetzt einfach mal an, dass vielleicht, weil es bei mir so ist, dass es vielleicht bei euch auch so ist. Bei den einen vielleicht. Genau, weil wir eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, in einer Welt leben, die nicht perfekt ist und wo wir immer wieder Fehler machen. Und es geht darum, einen Umgang zu finden damit, der uns frei macht und nicht gefangen nimmt. Und am Anfang müssen wir vielleicht auch miteinander noch anschauen, was meinen wir, was verstehen wir denn, also was das Wort Fehler, den Begriff ein bisschen genauer zu klären. Oder es gibt gewisse Bereiche in unserem Leben, dort ist es sonnenklar, was ein Fehler ist. Zum Beispiel bei Rechtschreibung oder bei Mathematik. Da kann man sehr einfach herausfinden, das wird dann häufig auch geprüft oder, in der Schule und dann weisst du es. Manchmal auch beim Arbeiten, oder ich habe vorher als Softwareingenieur geschafft und beim Programmieren, da kann manchmal ein Komma oder ein Ausrufezeichen, ein Anführungszeichen fehlen und dann gibt es einen Fehler und das Programm fliegt einem um die Ohren. Oder auch, ich weiss auch nicht, wer im Bau schafft, handwerklich, da kannst du auch gröbere Fehler machen. Im dümmsten Fall stürzt das Haus ein. Genau. Es gibt so Bereiche, wo es schwarz und weiß ist, was ein Fehler ist und was nicht. Auch wenn es zum Beispiel um Gesetze und Vorschriften geht. Dort ist es sehr schwarz auf weiß. Manchmal noch ein bisschen Auslegungssache, aber meistens merkst du es sehr schnell. Oder mindestens die Polizei oder so merkt es dann und die sagt dir dann eindeutig, wie es ist. Und ich glaube, die Tragik ist ein bisschen, dass gerade wir Christen oft gewohnt sind, genau das Denken auch auf den Glauben anzuwenden. Und so suchen wir in der Bibel manchmal genau diese Stellen, oder meistens ist es so, dass wir die schon seit Kind auf eigentlich wissen und sehr klar wissen, was in der Bibel dann als richtig oder falsch oder als gut oder böse bezeichnet wird. Und für alles, was in der Bibel nicht gut geheißen wird, haben wir so ein eigenes Wort oder, als Christen, wo für die Fehler steht, nämlich Sünde. Da gehören dann zum Beispiel Lügen, Stehlen, sich betrinken und so weiter dazu. Und das sind so die offensichtlichen Sachen. Aber es gibt noch eine größere Dimension von dem Ganzen. Und das ist mir mega wichtig, wenn wir heute über das Thema reden, dass wir nicht nur an diesen Sachen hängen bleiben, sondern anschauen, wie die Bibel denn das insgesamt definiert. Weil wenn wir ein bisschen forschen und auch ein bisschen die Wörter, die dort benutzt werden, ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass bei dem Thema Sünde, dass das die Bibel viel weiter fasst, als nur so schwarz und weiß, klar, richtig und falsch.
diese Definition, das Denken greift wie viel zu kurz. Die Wörter, die in der Bibel im Deutschen mit Sünd übersetzt worden sind, das ist im Hebräischen ist das Kata und im Griechischen ist das Hamartia. Und was sie eigentlich ausdrücken oder so, die Wortbedeutung im Kern ist das Verfehlen von einem Ziel. Also auch eine Zielverfehlung, vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Und ich habe da so ein Ziel mitgenommen. So, stellen wir das mal da an. Und ein Pfeilbogen. Oh, jetzt drillt da. Das ist das Ziel verfehlt. Ja. So, genau. Und dann habe ich da so einen schönen Pfeilbogen vom Elias ausgelehnt. Darum sieht es auch nicht so professionell aus, wenn ich den bediene. Warte jetzt. Genau, he? So. Ja, vielleicht müsste Elias da ausholen und zielen. Aber ich kann euch sagen, wenn ich da würde sausen lassen, das würde wahrscheinlich gerade hinten raus. Und genau. Das ist, und wenn man auf so ein Ziel zielt, schiessen, dann ist es oft so, beim Elias, der trifft immer, ich würde jetzt wahrscheinlich Vollgas daneben schiessen, oder? Und ihr merkt, Zielverfehlung ist manchmal vielleicht, da kann man mehr, weniger daneben liegen, es ist ein bisschen schwammig, es ist nicht einfach nur, man hat getroffen oder nicht getroffen. Vielleicht, wenn man es jetzt die Mitte genau nimmt. Und die Frage ist ja dann vielleicht, okay, was wäre denn das Ziel, das wir treffen sollten? Und das Ziel, oder, das gibt es als Christen, wir glauben, dass wir eine Bestimmung haben, die uns Gott dazu geschaffen hat. Und die Bestimmung ist mehr als einfach, hey, mach ja keinen Fehler. Sondern manchmal passiert es, dass wir an dieser Bestimmung vorbei leben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Eben, dass wir beim Zielen irgendwo ein bisschen daneben liegen. Und manchmal ist das mehr, manchmal weniger. Und das ist dann auch nicht so schwarz-weiß, oder? Und das ist eigentlich das, wo wir davon reden. Wenn wir heute über Fehler reden, nicht einfach nur die absichtlichen, klaren, schwarz-weißen Zielverfehlungen, sondern das Unbewusste, manchmal auch Unabsichtliche, wo wir an dem Ziel, das Gott für uns hat, an dieser Bestimmung, die er für uns hat, vorbeileben. Und ich meine, das macht die wenigsten extra, oder? Der Schiess ist nicht extra daneben im Normalfall, sondern du willst ja treffen. Und ich glaube, das wollen wir grundsätzlich ja alle, aber es passiert, dass wir daneben zielen oder dass wir irgendwo daneben liegen. Ich lege den mal schnell da an. Es passiert noch etwas. Was ist denn das Ziel? Die eine Bestimmung ist, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um mit ihm in Verbundenheit zu leben. Da reden wir häufig ich sage jetzt mal im christlichen Jargon, reden wir von in einer Beziehung mit Gott leben. Ich finde es manchmal fast treffender Ausdruck, in einer Verbindung mit ihm zu leben. Das wäre eigentlich das Ziel in der Mitte. Ich tue jetzt hier Gott als ein Dreieck darstellen. Das soll das ausdrücken, die Beziehung, die wir haben mit Gott. Und das ist etwas, was sich im Leben von allen Menschen irgendwo auswirkt. Auch die vielleicht nicht an Gott glauben, dass der Mensch grundsätzlich immer nach etwas Höherem strebt. Dass er für etwas lebt, wo ihm irgendwo einen Sinn gibt und wo es sich dafür leben zu lohnen. Etwas, wo uns innere Zufriedenheit, Frieden gibt. Und das Spannende ist, dass das eigentlich immer etwas ist, was außerhalb von uns ist. Und das siehst du überall. Das ist so ein Ausdruck von dem, dass Gott das in unser Leben hineingelegt hat. Dass es unsere Bestimmung ist, mit dem ultimativ Höheren oder eben mit ihm zu connecten und in dieser Verbindung zu stehen. Die zweite Bestimmung ist eine gelingende Beziehung zu anderen Menschen. Wir sind für Beziehung untereinander bestimmt. Menschen gehen ein, wenn sie keine Beziehungen haben oder keine gelungene Beziehungen haben. Wir sind irgendwo auf Gemeinschaft ausgerichtet. Das ist tief in uns veranlagt. Ich zeichne das hier mit 2 Menskis. So. Wo eine Beziehung haben
zueinander, miteinander in einer Beziehung stehen. Das ist auch etwas, was uns unterscheidet von dir, oder? Wir sind fähig, einander zu lieben, zu reflektieren. Wir können Beziehungen eingehen um den Beziehungswillen und nicht, weil wir sie irgendwie aus etwas brauchen. Es ist etwas, was Gott tief in uns hineingelegt hat. Und wenn wir die Bibel anschauen und durchblättern, das geht eigentlich dauernd um die Bestimmungen, die in uns hineingelegt sind, um unsere Verbindung zu Gott und unsere Beziehung zu den anderen Mitmenschen. Und wenn man es jetzt ganz eng würde sehen oder ganz genau würde nehmen mit der Bibel, dann gibt es da noch eine dritte, das wäre dann noch unsere Umwelt dazu. Die Dimension der Bestimmung, die lassen wir jetzt heute ein bisschen aus dem Fokus. Aber die Bestimmung, die verfehlen wir immer wieder, zielen immer wieder irgendwo dran vorbei. Wir versagen in dem, wir machen Fehler, wenn es ums Erfüllen von dieser Bestimmung geht. Ich merke das tagtäglich, oder? Das ist wirklich nicht etwas, das ab und zu mal irgendwo auftritt, sondern andauernd. Gedanken, die nicht gut sind, Aussagen, die ich irgendwie im Nachhinein bereue und merke, Mann, das hätte ich noch nicht machen wollen. Handlungen, die nicht in Ordnung sind, die etwas in diesen Beziehungen auslösen. Und es ist ein Teil von unserem Menschsein und es ist etwas, was auch die Bibel oder, klar so bilanziert. Der Paulus im Römer 3,23 schreibt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also auch die Bibel hebt das wie fest und sagt, hier, ja, wir verfehlen alle das Ziel, unsere Bestimmung immer wieder. Und Gott, der durch das Erfüllen von dieser Bestimmung in unserem Leben sichtbar werden, seine Herrlichkeit, die durch das sichtbar werden, wird nicht so sichtbar, wie sie eigentlich sollte. Und das kann sich auf verschiedenste Arten auswirken in unserem Leben. Das kann Egoismus sein, das kann Hochmut sein, das kann sein, dass wir irgendwo falsche Prioritäten setzen, die nicht die Prioritäten sind, die er gerne hätte. Das könnte ein falscher Lebensmittelpunkt sein, dass in unserer Zielscheibe etwas anderes im Mittelpunkt steht. In der Bibel redet man da oft auch von falschen Göttern. Sachen, die nicht das haben, was sie versprechen, die nicht Gottes Ziel, Gottes Bestimmung für uns entsprechen. Und eben, ihr merkt, das sind schnell Sachen, die nicht immer so schwarz-weiß sind, die einfach richtig oder falsch sind. Da tun sich verschiedene Schattierungen auf. Da gibt es plötzlich unbewusste Sachen, Verfehlungen, wie zum Beispiel Blindheit, wo man eine Aussage macht, wo man gar nicht wissen, was sie im anderen auslöst. Und vielleicht später irgendwann merken, hey, das hat die andere Person verletzt, obwohl du das gar nicht hast wollen. Das können Sachen sein, wo vielleicht Gott in einem Moment dir etwas aufs Herz legt und vielleicht sagt, hey, jetzt wäre es dran, dort dieser Person zu helfen oder etwas zu sagen und du machst es nicht. Weil du dich irgendwie nicht getraust oder dir nicht wohl ist. Oder das sind Sachen, wo wir uns vielleicht indirekt an Ungerechtigkeiten beteiligen. Etwas, was mega schwierig ist, dem auch auszuweichen. Nur schon Kleider kaufen ist fast nicht möglich, dass da alles fair abgelaufen ist. Und ich merke das in meinem Alltag immer wieder, oder? Letzte Woche Leitertag und du merkst, ich möchte gerne mit dieser Person reden, mit dieser Person und am Schluss des Tages merkst du, hey, Mist, mit dieser Person habe ich gar nicht geredet. Wie habe ich das noch können machen? Endlich hätten wir mal Zeit gehabt. Oder diese Woche so ein Moment, wo ich heimgekommen bin und irgendetwas in mir ist, ich weiß auch nicht, und ich bin einfach lieblos gegenüber der Steffi. Das sind so die Fehler, die in unserem Alltag passieren können. Und die Fehler, die machen etwas mit uns. Die haben Auswirkungen. Egal, ob es bewusste Fehler sind oder ob es Sachen sind, die es vielleicht erst später irgendwann in den Sinn kommen, sie haben eine Auswirkung. Zum einen kommt Scham in unser Leben hinein. Gerade bewusste Sachen, oder, sind uns vielleicht im Nachhinein peinlich oder wir würden es gerne verstecken, weil wir genau merken, das hätte ich nicht machen sollen und hoffentlich hat es niemand gesehen und es merkt es niemand. Wir versuchen es zu verharmlosen, vielleicht so schlimm ist es gar nicht gewesen. Es kann sich auswirken in einem Schuldbewusstsein, in Reue, oder, wo du plötzlich in einer Situation bist und denkst, Mann, ich würde einfach, wenn ich das nur irgendwie könnte, rückgängig machen, wo man plötzlich irgendwo drin sind, Worte, wo du gesagt hast, wo du plötzlich nicht mehr zurücknehmen kannst, Taten, die etwas in einer Beziehung vielleicht kaputt gemacht haben, wo du gerne retour nehmen willst. So das Schuldbewusstsein, das reinkommt. Und selbst wenn es manchmal unausgesprochen ist, dann kann es so zu einer Anspannung in Beziehungen führen, wo du merkst, etwas ist eigentlich nicht mehr ganz so, wie es sollte sein.
oder wie es mal war. Und das kann bis hin dann zum Zerbruch von Beziehungen führen. Und das alles sind so dann wie die Fesseln, das Unfreie, wo in unsere Beziehung reinkommen kann, wo Unfreiheit, manchmal auch Angst nachher in unsere Beziehung hineinkommt, wo wir uns nicht mehr getrauen, uns selber zu sein, nicht mehr getrauen oder irgendwie nicht mehr können, Beziehungen so leben, wie sie eigentlich gedacht sind. Auch zu Gott, wo wir plötzlich irgendwo merken, da trennt uns etwas von ihm. Und das Trennen, das kann dann zu einer weiteren Abkehr führen und so weiter. Und es gibt einen Teufelskreis. Das sind so die Fesseln, das Unfreie, das in unser Leben kommen kann. Und die Frage ist, was machen wir mit denen? Wie gehen wir mit eben genau diesen Fehlern in unserem Leben um? Ich glaube, der erste und fast wichtigste Schritt ist die Tatsache überhaupt zu erkennen. Oder vielleicht auch anerkennen. Das Bewusstwerden. Ja, ich verfehle das Ziel immer wieder. Ich mache Fehler, ich sehe sie. Und egal, ob sie jetzt gross oder klein sind. Das Gute ist, wenn wir sie erkennen, dann bedeutet das, dass wir noch nicht so tief drinstecken, dass wir es nicht einmal mehr wahrnehmen. Weil auch das, wenn der Teufelskreis weitergeht, dann kann es irgendwann auch zu einem Punkt kommen, wo man es vielleicht nicht einmal mehr merkt. Und versteht ihr die Idee, jetzt auch von der Predigt heute, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir keine Fehler machen, sondern dass wir frei werden von diesen einengenden Fesseln, von diesen Beschränkungen, die das in unserem Unfreiheiten, die das in unserem Leben auslöst. Weil ganz frei davon werden wir wahrscheinlich nie. Und der erste Schritt zu dieser Entfesselung, zum Abstreifen von diesen Fesseln, die das auslöst, wie Reue, wie Scham und all diese Konsequenzen, die es hat, das ist, dass wir es erkennen. Und die Erkenntnis, die bewirkt oft der Heilige Geist in unserem Leben. Und manchmal hilft es auch mal einfach bewusst darauf zu hören und anzuschauen, wo erkenne ich so Fehler in meinem Leben? Wo hat es Sachen gegeben? Und die Erkenntnis, eben die entfesselt und sie führt zum zweiten Schritt, der mit dem verbunden ist, nämlich einem Bekenntnis. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, Joni, jetzt gehst du in eine sehr alteingesessene, konservative Richtung, Sündenbekenntnis, oder könnte man dem nämlich auch sagen. Und das ist mir mega wichtig, dass wir das richtig verstehen. Das Thema, also grundsätzlich nichts gegen das, jetzt einfach, ich bringe es ja. Aber das Thema ist nicht, wenn es um das geht, vom Punkt vom Bekennen, ist nicht, dass wir möglichst vollständig all unsere Sünden auflisten und ja nichts dürfen vergessen und uns den Kopf zermartern, wo habe ich überall jetzt genau noch einen Fehler gemacht und oh, das müsste ich noch vor Gott bringen und das noch und wenn ich ja etwas vergessen habe, ist dann auch wirklich alles vergeben oder nicht. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht darum, dass wir das Bekennen zum zum Vergebung bekommen. Die Vergebung, die gilt, wenn wir das Leben mit Jesus, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann können wir die Vergebung über, die ist uns zugesprochen, das können wir uns sicher sein, egal was es ist. Aber ich habe ein Zitat gefunden, das das mega gut ausdrückt, um was es eigentlich geht. Gott seine Sünden zu bekennen, bedeutet nicht, ihm etwas zu sagen, was er nicht schon weiß. Aber solange du sie nicht bekennst, sind sie der Abgrund zwischen dir und ihm. Wenn du sie bekennst, werden sie zur Brücke. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es geht darum, dass dadurch, dass wir es bekennen, dass wir die Brücke zu Gott wieder neu schlagen. Das ist wie in einer Beziehung, wie bei mir mit der Steffi. Sachen passieren, die nicht okay sind. Und wenn ich es einfach unter den Tisch schiebe, versuche Schwamm drüber und möglichst nicht mehr darüber zu reden, dann entsteht etwas, eine Distanz zwischen uns. Aber wenn ich hingehen und sagen, hey, ja, das war ein Fehler gewesen, dann schlage ich die Brücke wieder, wo unsere Beziehung wieder hergestellt wird. Und es geht um die Haltung, die es ausdrückt, dass wir machen wieder einen Schritt auf Gott zu und sind ehrlich mit ihm. Und das Coole ist, das ist einer von diesen Schritten, die du kannst tun, wo in deiner Verantwortung liegt. Die Sündenvergebung, die ist zugesprochen, die hat Gott tun, das ist sein Teil gewesen. Unser Schritt, den wir machen können, ist das zu bekennen. Und das ist eine von diesen Sachen, wo Jesus seine Jünger sogar explizit gelernt hat und ihnen gesagt hat, sollen sie täglich machen.
Das ist in der Bergpredigt, wo auch die Frage nachher kommt, wie sollen wir beten? Und wo eine von diesen Aussagen von dem Gebet, oder, wo wir täglich eigentlich sprechen sollen, ist: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich wiederhole das nochmal, nicht weil es Gott nötig hat, nicht weil wir jedes Mal wieder neu darauf müssten hoffen, hoffentlich vergibt mir Gott jetzt, auch wenn es schon das 27. Mal ist. Du kannst dir sicher sein, dass es vergeben ist. Seine Gnade ist grösser als jeder Fehler, den du jemals gemacht hast und auch jemals noch wirst machen. Aber das tägliche Bekennen ist ein Schlüssel und es liegt eine Kraft drin, wenn wir das machen. Es schlägt die Brücke nochmal neu zu Gott und es lässt dich wie, und das hat dann eben eine Auswirkung, nämlich, dass es dich wie nochmal neu die Erlösung erkennen lässt, nochmal neu sie begreifen lässt. Und ich weiss, der Schritt, der kostet, oder? Es kostet irgendwo eine Demut, zu Gott zu gehen. Und das Spannende ist, es ist ja dann auch noch damit verbunden, dass wir dann auch noch anderen vergeben sollen. Eigentlich auf unser Recht verzichten, vielleicht die Fehler jemand anderem zu vorheben, den er macht. Aber genau in dem liegt die Kraft drin. Es gibt, wenn wir es bekennen, wenn wir mit dem vor Gott gehen, dann gibt es uns ein neues Bewusstsein für unsere Erlösung. Es macht uns nochmal neu bewusst, von was Gott dich eigentlich frei macht. Und das ist das, was entfesselt. Und das ist das, was einen Heiligungsprozess in unserem Inneren in Gang setzt. Es bedeutet, dass wir uns selber mit unseren Fehlern Gott wie ausliefern und ihm angeben. Und dort, wo wir uns in seine Hände hineinbegeben, dort kann er an unserem Herz arbeiten. Dort kann er etwas machen in unserem Inneren. Und ich habe gerade diese Woche haben wir eine Small Group gehabt und jemand aus unserer Small Group hat eine Geschichte mit uns geteilt, wo es genau um das gegangen ist, wo die Person genau das erlebt hat. Nämlich ein Fehler, der passiert ist in einer Beziehung, der Konsequenzen gehabt hat, der Auswirkungen gehabt hat. Und irgendwo ist die Erkenntnis reingekommen. Vielleicht zuerst nicht einmal bewusst gewesen, und dann ist die Erkenntnis reingekommen und aus dem heraus ist plötzlich dann auch der Moment von Selbstanklage und all das gekommen. Aber das Eingeständnis, das dann auch zu bekennen, hat schlussendlich dazu geführt, zu einem tiefen Moment, wo nochmal so eine neue, tiefe Wertschätzung und auch Freude über die Person gekommen ist, über die Erlösung, über das, dass eben Jesus genau diese Sachen, für genau diese Sachen gekommen ist. Und genau das mit dem, das und uns frei macht, indem wir eben genau mit diesen Sachen zu ihm gehen können. Und eben, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir das nicht machen würden, dass wir dann irgendwie unsere Erlösung verlieren würden. Aber es geht um so eine tägliche Praxis, die zum Leben als Nachfolger von Jesus gehört und wo spannenderweise eben mithilft, dass wir ein entfesseltes Leben führen können. Dass wir frei werden von diesen Konsequenzen, die die Fehler in unserem Leben haben, wo wir halt immer wieder begehen. Und das ist etwas, wo ich jedem von euch würde empfehlen oder sich zu überlegen, wie kannst du das in dein Leben einbauen? Wie kann das ein Teil von deiner Nachfolge sein? Und eine so eine Hilfestellung, wo ich in Vorbereitung darauf gekommen bin, wo angelehnt ist an so ein Tagesrückblicksgebet, möchte ich euch mitgeben. Man kann das einfach zusammenfassen unter 4b, also nicht etwas mit G oder so, sondern 4b. Und das erste ist betrachten. Vielleicht am Schluss des Tages sich 5 Minuten Zeit nehmen und einfach nochmal schnell den Tag in Gedanken durchgehen. Das war am Morgen, das war am Mittag, das hat mich irgendwo beschäftigt. Und dann als zweites B, bejubeln. Das ist auch etwas Wichtiges. Anschauen, was war gut gewesen? Was ist mir gut gelungen? Wo habe ich Gott erlebt? Oder wo sind gute Sachen in diesem Tag hinein gewesen? Und das Bejubeln, das Feiern. Vielleicht auch die Momente, wo du merkst, hey, mal genau dort habe ich mich so verhalten, wie ich wollte. Dort ist es mir gelungen, dort ist es gut gewesen. Und diese Sachen feiern. Und dann eben der dritte Schritt, das ist ein bisschen schwieriger, das Bereuen. Sich auch Gedanken darüber machen, wo gibt es Sachen, die nicht gut sind. Was bereue ich, wenn ich zurückschaue? Und die Gott angeben und dann als letztes befreit weitergehen. Im Wissen, hey, es ist gut. Gottes Gnade ist grösser als diese Sachen. Die Brücke ist geschlagen und dann kannst du befreit weitergehen. Entweder eben, wenn du es am Abend machst,
befreit in die Nacht und am Morgen werde ich befreit in den Tag hinein. Und das ist so ein täglicher Ablauf, der dir helfen kann, in deinem Alltag so den Staub vom Alltag von deinen Füßen zu schütteln. Es gibt in der Bibel noch andere Arten, wie das gelehrt wird. Eins ist auch, wo der Jakobus uns dazu aufruft, sagt, zum einander gegenseitig die Fehler bekennen. Das ist dann vielleicht so ein Level, ein nächstes Level. Und in anderen Kirchentraditionen ist das zum Beispiel die Beichte. Und es ist mega spannend. Ich glaube, das ist etwas, wo uns Freikirchen manchmal ein bisschen verloren gegangen ist, aber wo ich in letzter Zeit auf einige geistliche Leiter gestoßen bin, die in dem eine enorme Kraft sehen und das erleben in ihrem Leben. Und ich habe gerade diese Woche oder letzte Woche einen Podcast gelesen von einem Leiter, der erzählt, oder von seinem Mentor erzählt, der jeden Morgen 10 Minuten seinen besten Kollegen anruft und sie sich gegenseitig bekennen, was ihnen für Fehler passiert sind im letzten Tag. Und das kurz so erledigen und dann weitergehen. Und ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass wir bei uns in den Groups oder generell bei uns in der Kirche auch so eine Kultur leben könnten, wo das irgendwie möglich ist. Das muss ja nicht sein, dass man gerade in der ganzen Group alle das rausposaunt. Das kann auch sein, dass man sich jemand rausnimmt und wie sagt, hey, können wir ab und zu so einen Moment machen, wo wir einfach einander das bekennen. Und gerade wenn es um Sachen geht, wo man vielleicht regelmäßig damit kämpfen, die verlieren an Kraft, wenn man sie als Licht bringen. Sünde hat so eine Eigenschaft, sie möchte immer im Dunkeln bleiben. Sie möchte immer, dass es möglichst niemand weiß, außer vielleicht du. Und sonst möglichst niemand. Weil sie an Kraft verliert, wenn sie ans Licht kommt, wenn man sie benennt und eben vielleicht einander auch bekennt. Und nach dem Bekennen kommt der nächste Punkt. Und das Spannende ist, dass das nicht einfach dann nochmal etwas ist, nochmal irgendwie ein To-Do mehr oder weiß auch nicht was, sondern es ist wie etwas, was aus dem Bekennen heraus eigentlich automatisch entsteht. Das ist die Umkehr. Oder dadurch, wenn wir bekennen, die Brücke zu Gott wieder schlägt, wieder seine Nähe suchen, aus dem heraus entsteht in uns eine Sehnsucht nach Lebensveränderung. Entsteht eine Sehnsucht, nicht mehr gleich weiterzuleben, eben genau diese Fehler nicht mehr zu machen, sondern können verändert weiterzugehen. Und das ist das, was in der Bibel als Umkehr bezeichnet wird und auch ein wichtiger Teil ist von der Botschaft, wo Jesus predigt hat, zum Beispiel in Matthäus 4, 17 sehen wir gerade auch am Anfang von seinem Wirken, wo heißt, von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und auch da sind wir wieder bei einem Begriff, der spannend ist. Oder? Im Griechischen ist das Wort, das man da übersetzt hat, ist Metanoia. Und das heißt wirklich nichts anderes als umkehren, aber es ist ein Umkehren, das sowohl aufs Denken als auch aufs Handeln bezogen ist. Also es bezeichnet so wie eine veränderte Haltung haben. Eine umgedrehte Haltung zu haben. Nicht einfach, ich wende mich von etwas ab, sondern es geht vielmehr auf, was wende ich mich zu. Und wo wende ich mein Denken und mein Handeln an und das auf Gott ausrichten. Und spannend ist, wenn ihr eine ältere Übersetzung habt, wie zum Beispiel Luther oder Elberfelder, dann ist das Wort Metanoia ist immer mit Buße tun übersetzt. Tut Buße. Und jetzt ist es so, dass leider in unserem Sprachgebrauch die ursprüngliche Bedeutung eben häufig ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn wir das Wort hören, wir das meist mit Büssen verbindet oder im Sinn von für unsere Fehler gerade steht, Konsequenzen tragen davon oder eben irgendwelche Handlungen müssen machen, um das, was wir eben verbrochen haben, wieder gut zu machen. Aber das ist nicht die Meinung von dem Ganzen. Der Fokus von Metanoia, der liegt auf dieser Umkehr, also Neuorientierung in unserem Denken und in unserem Handeln. Eine Zuwendung zu Gott. Und ich meine, nur schon musst du dir das vorstellen, es ist mir heute Morgen irgendwie nochmal so aufgegangen, wenn du vor Gott stehst, irgendwo die Sünde bekennt hast und dann eben manchmal sind wir dann so, Gott, was muss ich jetzt machen, dass das wieder gut ist? Und dann haben das Gefühl, er sagt dann, ja, mach das und das. Aber das Einzige, was er macht, ist, er macht seine Arme auf und sagt, komm zu ihm. Das ist das, was Umkehren heisst. Metanoia, schau auf mich, wende dich mir zu
Und das ist ja automatisch eine Abkehr vom anderen. Und das ist genau das, was soll passieren, wenn wir bekennen, die Verbindung mit ihm wiederherstellen, dass wir in seine Arme können. Und das bedeutet ja, das ist die Sehnsucht, ich will ja so leben, wie ich will auf dich bezogen, ich will auf diese Bestimmung hin leben. Das ist das, was eigentlich darum geht. Und eben, das ist nicht, das Bekenntnis ist das, was uns schlussendlich eigentlich zu dieser Umkehr bringt. Es ist nicht ein Zwang, so und jetzt muss ich mich noch umkehren, so jetzt muss ich noch von dem irgendwo weg. Und das ist übrigens auch nicht eine einmalige Sache oder so ein Entschluss, sondern im Griechischen ist das eine Zeitform, die andauernd ist. Es ist ein andauernd sich Gott zuwenden, auf ihn bezogen leben. Und wir müssen nicht krampfhaft suchen, hey, wo habe ich in meinem Leben noch Sachen, wo ich mich umkehren muss oder wo ich Buße tun muss, sondern das ist das, was passiert, wenn wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, den benennen und mit dem zu Gott gehen. Dann bewegt uns das von selber zur Umkehr. Und das ist so ein Kreislauf, oder, von Erkenntnis, Bekenntnis, Umkehr. Und das ist etwas Alltägliches. Ein Teil ist vom Leben als Christ. Nicht eben einfach etwas, was du einmal machst und dann ist es wie abgehakt, sondern etwas, was wir im besten Fall täglich machen. Manchmal sogar mehrmals täglich. Und das ist eine von diesen Reich Gottes Praktiken, die zu einem entfesselten Leben führen können. Wir werden frei, indem wir unsere Fehler erkennen, bekennen und dann befreit und umgekehrt weitergehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in der Vorbereitung nochmal neu gemerkt, dass ich das oft auch vernachlässigt habe. Und dass irgendwo manchmal ein bisschen, ja, ich habe gewusst, Gott, aber so das bewusst auch vor Gott bringen. Und das hat bei mir nochmal, früher war das etwas gewesen, wo in mir so ein bisschen eine Schwere ausgelöst hat, so etwas als niedergeschlagen. So, es hat sich manchmal so angefühlt, als müsste man jetzt da sich in seinen Fehlern suhlen. Und das ist genau nicht das, was es sein soll. Und in mir hat in der Vorbereitung nochmal so auch etwas Befreiendes, eine Freude auf das auch ausgelöst. Können sagen, hey ja, das ist etwas, wo Befreiung schafft, wo frei macht von Fesseln, von diesen Konsequenzen, von diesen Fehlern, die haben. Und ich hoffe und wünsche mega, dass das übergekommen ist in dieser Message, dass das etwas Freudiges ist, etwas Positives ist, etwas, wo man jeden täglich erleben können, wie das frei macht und entfesselt. Ich möchte zum Schluss fände ich es cool, wenn wir wie so ein Bußgebet vom David, also einen Bußpsalm, können wir zusammen miteinander beten. Und dann passt es so gut, dass wir nachher das Abendmahl haben. Wo wir nachher miteinander auch das Abendmahl nehmen in der Worship-Zeit. Oder auch wenn du merkst, hey, ich möchte das bekennen, mit jemandem zusammen machen. Wir haben das Gebetsteam, das da ist, wo es lieben, mit dir zu beten. Du darfst auch wegen einem anderen Anliegen gehen. Wenn du da im Saal bist, dann kannst du einfach hinten raus. Wenn du im weißen Saal bist, es hat auch jemand dort. Aber lass uns das zusammen beten und dann frag und schau, was dran ist für dich in deinem Leben. Kommen wir stehen auf für das Gebet. Es kommt da vorne, genau, ist schon da. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld,
Vergib mir alle meine Sünden, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Amen.